Kuss. Absolut würdiger Bosskampf. Wir befinden uns immer noch in Schloss Almia und jetzt gehen wir mit Psykraft 3 dank Traunmagil in sozusagen Bossregionen, da die mal fast sagen. Wir sind gefühlt durch mit Schloss Almia. Wir haben uns eigentlich alles angeschaut. Und ich bin ziemlich down dafür, was jetzt kommt. Weil ich Schloss Almia bisher von der Region am coolsten gefunden habe. Okay. Okay. Es gibt gerade ein massives Downgrade an dieser Stelle. Oh, nee. Ja, laufen wir erst mit rüber und schauen, was passiert. Können die Dinger respawnen? Nö. Oh Gott, Bro, wenn wir runterfallen, hä? Dann ist aber was los. Dann ist was los! So viel zum Thema. Aber ist gut. Jetzt weiß ich zumindest, dass ich zuerst scharf nach rechts gehen muss. Und zwar so. Boah, das ist gar nicht so leicht. Scheiße, wie hat das jetzt da oben ausgeschaut? Nein! Du Pisser! Ja. Hat ja mal wieder lang gedauert. Und es war's wert. Eins meiner Lieblings-Pokémon. Riolu! Moment. Ist hier dann quasi confirmed, dass Riolu Core Partner-Pokémon wird? Hätte ich mir ehrlich gesagt gut vorstellen können, aber schade, dann halt nicht. Riolu, es tut mir so leid. Du bist vom potenziellen Partner-Pokémon degradiert worden zu Zertrümmern 1. Yay. Ja, stark. Wir haben Zertrümmern dabei. Und nachdem da Vulpix rumläuft, nehme ich die jetzt auch mal mit, weil kein Bock, dass ich dann da nochmal irgendwie ein zweites mehr umherlaufen muss. Links hätte ich jetzt eigentlich lieber wohin. Boah, ey, das ist wirklich gar nicht leicht, Leute. Wirklich nicht leicht. Nummer Riolu. So traurig. Und schon sind wir da. Der Weg in der Mitte. Oh, Cutscene. Glasio. Safe Call. Das ist Glasio. Ich call's gleich. 2 Riolu-Statuen. Links und rechts. Linker Raum war Riolu, rechter Raum war Riolu. Ich hab nur eins dabei. Kill mich, Alter. Ich habe jemanden hereinkommen gehört. Ich tippe auf ein kleines Kind, das sich beim Herumrutschen auf dem vereisten Fußboden vorstellt, ein Ranger zu sein. Treffer, was? Oh, das fühlt sich natürlich wieder super cool. Hehe, tut mir leid, so bin ich normal. Nur keine Aufregung, bleib cool, okay? Mein Name ist Glasio. War nur ein Witz. Ich weiß, dass du ein Top Ranger bist. Der Name ist Dumpfnasenmare. Oh, Dumpfnasen ist nicht Teil des Namens? Hast du wohl recht. Wäre zu eindeutig. Hey, ganz ruhig. Immer kühlen Kopf behalten. Du suchst nach etwas Blauem, nicht? Ich bin voll informiert. Warte mal, du bist doch Rezo, oder? Jetzt erkenne ich's erst. Können wir ein Foto machen? Einer meiner Jungs hat zufällig die Voicemail mitgehört, die du am Camp Fröstl bekommen hast. Er meinte, die Voicemail wäre wirklich lächerlich laut gewesen. Also, was hältst du davon? Sollen wir uns zusammenschließen? Du lässt deinen Fangkampf tanzen und ich husche rein und schnapp mir das blaue Ding. Keine Angst, du kriegst deinen Anteil. Ich kauf dir ein Wassereis. Das ist blau, weißt du, genau wie du es willst. Nicht interessiert? Also damit begrenzt du meine Optionen, aber doch erheblich. Dann kann ich im Moment nur Folgendes tun. Konmini ausstehen. Wow. Und er dabbt sogar. Wait, das fällt mir jetzt erst auf. Bro, du konntest doch nicht dabben einfach so. Aber was ist das für Vieh? Oh! Frostetje? Sogar Boss! Boah! Frostetje Boss! Yeah! Ich bin down dafür. Okay, dafür bin ich nicht wirklich down. Okay, pass auf, wir versuchen jetzt mal langsam den Fangcom aufzuladen. Okay. Der ist frech platziert. Also ich meine, wir wollen die Pokestärke aufladen. Ja. So. Hoppla. Mal ein bisschen Damage genommen. Das ist natürlich nicht so fresh. Nur mal ein bisschen Damage genommen. Das ist frech. Das ist richtig, richtig frech. Wir müssen nur... Ja, okay, passt. Immer wieder mal einen Kreis schaffen. Hoppla. Damit... Alter, jetzt geht's los.
damit die Leiste von Frostedie nicht runtergeht. Aber ich merke gerade, ich lasse mich zu oft treffen für das, dass eigentlich wir ziemlich gut durchkommen. Also, wir haben es ja gleich. Frostedie. Ich bedanke mich für diesen Bosskampf mit dir, Frostedie. Zertrümmern 4. Ach, du bist so krass. Ich hoffe, man kann die irgendwo noch fangen. Nur schade, dass wir so viel Damage genommen haben, aber über 1000 EP ist geil. Ich glaube, war das jetzt unser zweiter Boss mit Einbindung, oder? Kyondragi und Frostedie. Mua. Oh, na gut, schon verstanden. Du bist besser, als ich erwartet hatte. Bei unserem nächsten Treffen werde ich versuchen, nicht so unvorsichtig zu sein. Geht der jetzt einfach, oder wie? Ach ja, dieses blaue Ding, was du wolltest. Das bleibt ganz dir überlassen. Wobei es nicht ganz richtig ist. Es scheint, ich müsste mir nicht mal die Mühe machen, es zu holen. Das Pokémon, das dieses blaue Ding bewacht, ist vermutlich sowieso zu stark für dich. Für mich mag die Sache unmöglich sein, aber für dich ist sie noch viel unmöglicher. Klar, ein Versuch kostet natürlich nichts. Aber ich sage, du verschwendest deine Zeit. Na gut dann, Dumpfnasenmare, wir sehen uns. Kollege, wir haben die gerade besiegt. Ja? Glasio, wir haben es gefunden. Das Pokémon, nach dem wir suchen sollten. Noch besser, wir haben 2 gefunden. Bitte? Also ja, Riolo-Monster, oder wie? Hey, du bist ja gar nicht Glasio. Was treibt ein Ranger hier? Was ich gerade gesagt habe, war eine einzige dreiste Lüge. Ich habe überhaupt nicht nach blauen Pokémon gesucht. Und ganz sicher nicht 2 davon gefunden. Riolo. Ach, es geht um Riolo, weil blau? Tatsächlich? No way. Die einander gegenüberstehenden Riolo-Statuen beschützen das blaue Wesen und werden zugleich von ihm beschützt. Okay. Irgendetwas versetzt Riolo in Erregung. Möchtest du die Kraft von Riolo anwenden? Ja. Aber wir brauchen doch Safe 2. Oder? Okay. Nevermind. Gut, passt. Dann hören wir das zweite. War ja klar. Meine Vermutung ist jetzt. Also erstmal war für mich so, hä? Warum den Riolo auf einmal? Das gibt doch keinen Sinn. Okay, es geht um Blau, I see. Aber welcher Pokémon soll denn so stark sein und dann nur diesen anderen Shit beschützen? Ich bin runtergefallen. Und mein Tipp ist jetzt Lucario. Weil dann macht es wieder Sinn, dass wir hier Riolos finden müssen. Und Riolo die Beschützer sind. Weil dann können wir ehrlich gesagt vorstellen, dass wir direkt in den nächsten Bosskampf reingehen mit Riolo. Also mit Lucario. Wir sind wieder da, wir haben beide Riolos dabei. By the way, muss ich dann wieder mal zurücknehmen, ne? Ich habe gesagt, oh nein, leider kein Partner-Pokémon. Und ihr seid auf Zertrümmern 1 degradiert worden. Nachdem ihr jetzt da in Schloss Almia eine coole Funktion habt, muss ich euch wieder zurücknehmen. Ist okay. Es ist würdig genug. Vor allem, wenn jetzt der Lucario-Fight kommt. Wovon ich ausgehe. Danke, ihr kleinen Riolus. Ja, dann schauen wir mal. Oh, sogar Voicemail. Rhythmia, Voicemail. Mare, du bist inzwischen in Schloss Almia, richtig? Wir empfangen Anzeichen, dass sich vor dir ein wirklich zähes Pokémon auffällt. Bist du bereit? Okay, warte mal, ganz kurz. Wir haben gerade eben einen Bosskampf gehabt. Frostedie. Und jetzt, Horst, wir haben ein fettes, zähes Pokémon vor uns. Also so richtig fucking zäh. Alter, ich hab gerade gemeint, die braucht jetzt hier 6-mal Brand 1. Träne des Prinzen. Oh. Oh. Jetzt gibt's gleich auf die Fresse. Hört sie noch Lucario. Lucario, ja. Yes! Yes! Lucario! Oh boy. Jetzt geht's los. Mua. Boah. Lucario. Bossfight. Gemmenwächter Lucario. Klar. Natürlich. Das erste, was passiert ist, Damage zu kassieren. Okay, ich habe ein bisschen Schiss, muss ich ehrlich sagen. Ja, genau deswegen habe ich das, weil Lucario unfassbar arschig und schnell angreift. Ich werde nicht aufladen. Ich werde jetzt direkt die Pokestärke verwenden. Ja. Ich weiß, dass du auf einmal so attackierst. Was ist das? Oh, der Aura ist aufgeladen, deswegen. Oh, du Hund.
Geil. Geil, 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 geil. Das ist so Lucario würdig, Leute. Okay, das war natürlich traurig gerade. Ich muss besser aufpassen. Ja, genau. Ruhig bleiben. Immer wieder mal einzelne Kreise ziehen. Auf sicher, damit nichts passiert. Er macht wieder Attacke, genau. Wir sind jetzt Half-Life. Oder wir haben Lucario Half-Life. Und wir sind auch Half-Life. Ja, wir gehen jetzt kein Risiko und die haben eine Aufladen. Mit Raichu. Aber deswegen ist ja Raichu dabei, alles gut. Mhm. Aura wieder aufgeladen. Ah, Bro! Ja, okay. Jetzt können wir weitermachen. Ja, die kommen wir ganz gut klar so. Ja, okay. Bro! Alter, ich pass auf den linken Bobbel auf und er klatscht dann gegen den rechten. Attackier nochmal, genau. Perfekt, alles gut. Oh, ich muss echt aufpassen jetzt, Alter. Alles gut, alles gut. Ja. Wir haben ihn gleich. Alles gut. Alles gut. Wir haben die gleich. Ja, der Kreis hat sein müssen, der war wichtig. Und Boy, Lucario. Na, du hast wieder ein bisschen verloren. Wir haben die. Kuss. Kuss, Lucario. Absolut würdiger Bosskampf. Frei wie mega, dass du so einen geilen Auftritt gehabt hast. Ja, Lucario ist halt eins meiner Lieblings-Pokémon. Boah. Verdientes Level-Up da drauf. Und die Power steigt so massiv die ganze Zeit. Jo, Lucario. Sind wir würdig? Das Lucario hat entschieden, Mari die blaue Gemme anzuvertrauen. Geil. Gibt es dann nur andere Gemme? Du hast die Blaugemme erhalten. Und Lucario ist weg. Ich muss ehrlich sagen, es war euch sehr Lucario und Riolo würdig. Und bisher, das war's, die Bossfight, definitiv. Ich meine, ich habe sogar aufladen müssen. Puh. Schon wild. Gut, ich habe mir ein bisschen gestellt, aber hey. Allgemein Schloss Almia, ziemlich geiler Dungeon, wenn man das so nennen möchte. Oh, das war echt guter Dungeon. Weißt du, ich bin das Rhythmia. Mari, du hast es geschafft. Professor Hastings wartet in der Vereinigung auf dich. Beeilung. Ja. Und wir fliegen jetzt einfach straight in die Vereinigung zurück. Ja, wo hast du so viel zum Thema? Wir gehen direkt zurück. Ja, wir haben aber Aufträge zu erledigen. Und dann gehen wir zurück. So. Pamor, wir haben da Kertos einen Auftrag. Es gibt etwas, das ich dich als Ranger gerne fragen würde. Du kennst doch die Verbindung zwischen Stalagmitenhöhle und Vereinigungsweg. Nun in dieser Höhle fallen häufig große Eisblöcke von der Decke herab. Das ist nicht nur gefährlich, die Eisblöcke versperren auch die Gänge und nehmen mehr als den halben Platz ein. Wir verfügen nicht über die Fähigkeiten, solche große Eisblöcke zu beseitigen. Daher möchten wir dich bitten, sie aus dem Weg zu schaffen. Es gibt derzeit 3 Eisblöcke, aber mach bloß nichts, wobei du dich verletzen könntest. Also 3 Eisblöcke. Was brauchen wir? Brand? So 3-mal Kamerupt oder so? Das war aber actually langweilig. Da ist einer. Nur Brand 2. Ja. Aber nur Brand 2? Was jetzt was? Es gibt hier nicht so Casual Brand 2. Meine Befürchtung wäre gerade wahr. 3-mal Kamerupt. Also ich habe ja schon mal gesagt, Kamerupt gibt ziemlich EP. Da kann man schon mit zum Farmen hergehen. Holy shit. Aber so habe ich das dann auch nicht gemeint. Jo, konntest du mir bitte weggehen? Erstes Eis weg. Kamerupt holen. Zweites Eis weg, Kamerupt holen. Drittes Eis weg. So, wir sind schon wieder da. War halt wieder komplett beschissen. 3-mal das gleiche Pokémon zum Fangen, Kollege. Danke, danke, danke. Es ist, macht dich glücklich anscheinend, dass ich mit Moritz befreundet bin. Ja, ich bin ja der coole Typ. Aber weshalb sind wir da? Wegen den Upgrades, People. Upgrades. Wasserabwehr, no way! Ich hab's letztens doch gecallt, oder? Es wäre Zeit,
dass wir so die zweite Upgrade-Form kriegen. Und hier ist sie. Aber warte, es fehlen ja noch ein paar Typen. Da war ja auch noch was. Okay, machen wir gleich mal weiter. Und zwar mit dir. Herbie. Uff, es ist dermaßen kalt. Oh, du bist der Ranger von letztens. Ich bin es, Herbie. Du hast für mich in Havelbrück ein Mirapla gefunden. Ah, ich befinde mich hier im Stottertal auf einer weiteren Forschungsmission. Professor Hastings möchte, dass ich ein Pflanzen-Pokémon namens Rexblizzard studiere. Ah, ich bin für dieses Klima einfach nicht warm genug angezogen. Ich friere in diese dünnen Kleidung. Ranger, darf ich dich erneut meine Hilfe in Anspruch nehmen? Ja, klar. Weißt du, das ist wieder so eine klassische Sache von, ich laufe Ewigkeiten rum mit einem Rexblizzard. Und dann zu bemerken, yo, Bro, die Fähigkeit haben wir ja. Wieso soll er die jetzt extra Rexblizzard mitnehmen? Wenigstens sind wir diesmal vorbereitet und wissen, dass wir Tackle 3 dazu brauchen. Boah, ist schon heftig, wie man den Weg einfach nur auswendig kann. Hier. Ich hab gemeint, das wäre mehr Pain. Ne? Es war halt einfach nur, ja, hier Laffer hat dauert, aber ich habe den Weg halt nur 100%ig gewusst. Das war sehr geil. Herbie, wir haben den Rexblizzard. Oh, prima, ein Rexblizzard, vielen Dank. Als kleines Dankeschön verrate ich dir ein Geheimnis über Professor Hastings. Mal zwischen uns beiden gesprochen, Professor Hastings niest so. Danke, rückt mir, komm, labern nicht lang rum. Wir brauchen die Upgrades. Kampfabwehr, die haben wir noch nicht gehabt. Schau hier. Genau, deswegen hat Riolo auch so reingehauen. Der Pessa. Und Lucario. Fällt mir gerade auf. Alter, true. Jetzt ist es frech, aber wir haben die Abwehr noch gar nicht haben können. Okay, jetzt fehlt nur noch eins. Drache, Eis, irgendwie sowas. Irgendwas wird schon sein. Du hast noch einen Auftrag. Ranger, können wir uns kurz unterhalten? Vor einer Weile habe ich gesehen, wie ein Hundemann ein Plinfer über die verschneiten Ebenen gehetzt hat. Ich bin ihm nachgerannt in der Hoffnung, das Plinfer retten zu können. Aber ich war zu langsam, um etwas ausrichten zu können. Einem Ranger sollte es doch möglich sein, das kleine Plinfer vor dem Hundemann zu retten, oder? Yes! Und damit würde ich mal sagen, ist besiegelt, dass Plinfer ein Partner wert. Ja, das war klar. Immer um so einen Baum rum. Also, Hunduste hätte ich nur verstanden, wenn er so mit Plinfer spielt, mehr oder weniger. Aber Hundemon, der hat schon eine heftige Aggression dann. Na. Yes! Doppelfang. Da ist Plinfer, unser Wasserpartner. Ich frage mich, ob wir für jeden Typen einen Partner kriegen. Aber das geht ja schon mal nicht, weil am Anfang hat man ja auswählen können zwischen 3 Pokémon. Stimmt. Wir haben am Anfang den Elektropartner genommen. Wir hätten aber auch Wasser oder Flug haben können. Und jetzt kriegen wir Wasser. Das heißt, wir haben bisher alles richtig gemacht. Aber Elektro war am Anfang schon am coolsten, muss man so sagen. Dann kommst du gleich mit mir. Panflam hat sehr gute Dienste erwiesen in Schloss Almir. Und generell im Schlottertal. In der Missionsbeschreibung ist schon was gestanden von Familien Klingplim. Das war ja mal da, genau. Habe ich noch im Kopf gehabt. Mittlerweile haben wir ja schon mal Klingplim gefangen. Entschuldige bitte, aber hast du jemals den Ruf eines Klingplim gehört? Ich dachte immer, Klingplim seien Pokémon, die nicht rufen. Aber da habe ich mich wohl geirrt. Unser Klingplim war so lange allein, dass es vergessen hat, wie es seinen Ruf einsetzt. Hörst mir bitte mein Anliegen an? Ich möchte gerne, dass du unser Klingplim einen wilden Artgenossen als Freund bekommst. Oh, scheiße. Wir müssen ein Klingplim fangen. Stalagmitenhütte, ja. Ja, da war ich gerade. Was so das Wilde ist, wenn man halt einfach nur weiß, wo man dieses einzelne Klingplim mal gefangen hat. Ich schwör's, das ist peinlich, wenn ich es jetzt versaut hätte. Ja doch, tatsächlich. Alles klar. Und wir sind wieder back. Oh, du hast ein wildes Klingplim herbeigebracht. Vielen Dank, Ranger. Ja. Ja, natürlich. Jetzt kannst du erst wieder Klingeling machen. Ist klar. So hört sich also ein Klingplim an. Wie schön das klingt. Ja toll, jetzt habt ihr 2. Und ich hoffe, dass wir nochmal eine gute Abwehr kriegen oder generell einfach irgendein Power-Up. Drachenabwehr, genau. Wie gesagt habe, das war das letzte, was gefällt hat. Jetzt haben wir jede Abwehr einmal und Wasser schon mal 2 Mal. Und dann fehlen noch ein paar Zusatzsachen, die ja irgendwie coole Features dann immer wieder. Somit haben wir die eisigen Gebiete abgeschlossen und alle Aufträge wieder abgeschlossen. War mal wieder ein heftiger Part, Alter. Geil. Den nächsten Part findest du dann in der Endcard, sobald er online ist. Bewertung nicht vergessen und bis zum nächsten Mal.